Sascha! Sascha! Warte mal. Was ist das? Was du anschau warst? Stuhl, See, verbunden mit einer Tod. Die hat ihn mal ausgeschluckt. Ja. Nee! Moin und herzlich willkommen bei der 11. Episode von Infight. Ich bin der Bongo Smasher. Ich bin der Pit. Erik. Ich bin die Beats. Voilà, an mehr Hund Sendung überholt, weil die Sascha und Laura sind aus irgendeinem Grund nicht da. Und du meinst gut, mach mehr, das können das sowieso besser. Und wir natürlich eine mega coole Sendung für euch vorbereitet. Und zwar fangen wir mit einem Review zu Super Mario 3D World. Und danach machen wir dann eine kleine Toplist, die aber aus pur einzelne persönlichen Toplisten besteht. Auf hier aufzuschließen, haben wir PlayStation 4 und ein bisschen in der Loop geholt. Voilà, und ich meine, wir fangen dann direkt mal reviewen. Nachdem es beim Start von der Wii U Fans schon New Super Mario Bros. U zerwehrt wurden, also dann lo und ein 3D Mario gewirrscht, Super Mario 3D World. Was dabei allerdings direkt auffällt, ist dass es kein klassischen 3D Mario am Stil von Fire oder Sunshine ist. Par contre hat Nintendo fortgesetzt, was schon an Galaxy angefangen hat. Die Level sind kein opener realer mehr, die jetzt entdecken gilt, mehr echter Linear-Leveln, wie sie aus dem 2D-Dealer kennt. Beim Gameplay selber ist aber alles banale geblieben. Es lebt und springt in durch die Leveln, wie eine 20 Generationen gewinnt ist. Natürlich kommen aber ein paar kleine Neuerungen dabei. Das erste Mal geht es an den Level gering Sterne, die man ansammeln muss, bis später weiterzukommen. Ander wird natürlich die Katze-Kostüm, den es dem Spieler erlaubt, Mauern rupzuklottern und Gegner umzugreifen. Ein anderer neuer Item ist die Kiste. Das klont den Mario, sodass er dann zwei Mario gleichzeitig steuert. Mit all weiter Kiste den abgreift, gesellt sich noch ein Mario dazu. Das Item kommt zwar leider nicht so oft vor, sich aber für ein paar spezielle Leveln. Auch erwähnenswert sind Level mit dem Captain Toad. Wie du nur mit seht, steuert den halt nicht den Mario, mit dem Captain Toad, der nicht springen kann. Ziel an diese kleinen blockförmischen Leveln, also den Weg bis bei 5 geringen Sternen zu finden, bin allerdings oft recht entdeckt, an dem den Level rotiert. Mehr auch von dem Titel vom Spiel Super Mario World 4 könnt, Yoshi-Reide kann ich leider nicht. Dafür geht es aber Level am Plassi, weil der ganz guten Ersatz ist für einen anderen Multiplayer, wo alle Spieler Plassi gleichzeitig steuert. Überhaupt, sie hat noch zu erwähnen, dass das den echten 3D Mario mit einem richtigen Multiplayer ist. Bis zu 4 Spieler können zusammen durch Level laufen, was allerdings wie von den 2D-Dealer gewinnt ziemlich chaotisch kann gehen. Guten Abend, Lara. Mehr haben eine Sendung überholt. Er kann nicht sehen! Doch! Du hast einfach Scheiß gemacht. Aber wir können das besser. Der Fall ist der Sascha! Ja, natürlich. Das ist alles immer der Sascha. Me, das Problem ist, wir brauchen Greenscreen-Mauer. Und du weißt, wo sie ist, und wir nicht. Wir brauchen die aber. Ich finde das gut nicht! Doch, du zählst mir das lo! Wo ist sie? Ich soll doch gut nicht! Du siehst mir das lo! Wo ist sie? Von mir aus tut er hin! Das da kriegt du! Fuck, stimmt! Weil wir den Greenscreen noch endlich fand. Und das hallo dir, dass wir das schaffen. Ich meine, wenn der Sascha und der Laurent das hinkriegen, dann werden wir das hier wohl auch packen. Und wir machen dann direkt weiter mit unserer persönlichen Meinung vom Spiel. Also ich finde das Spiel richtig gut von Leveldesign aus einfach top, da geht nicht auszusetzen. Ich hatte natürlich lieber ein Action-Adventure, weil für Sascha das Sunshine Garten weg so richtig gut Spiel gehen. Ich habe das Spiel noch nicht so lange gespielt wie der Pit, aber ich muss sagen, das ist nicht so schlecht. Trotzdem muss ich so, könnt bei weitem nicht um Super Mario Galaxy runden oder auch um Super Mario 64. Naja, da kommen wir zur Ablichtung von den Spielern, die uns an der Kante geprägt haben. Weil er ist toplös, das ist ein bisschen sagen, dass wir sitzen zu feiern. Und zwar geht es am Anfang darum, die Spieler, die als Kante ein bisschen geprägt sind. Das sind nicht unbedingt Spieler, die als Lieblingsspieler sind, mehr so wirklich so Kante-Erinnerungen für Videospieler quasi mehr oder weniger. Und ich meine, wir fangen dann direkt am Beat an. Ja. Mal also schon eine Menge Top 4 löscht 3 SNES-Spieler gemacht und ein NES-Spiel. Die 3 SNES-Spieler sind Castlevania 4, F-Zero, das mein Lieblingsspiel damals war, und Street Fighter 2. Und von der NES aus Road Fighter, weil du vielleicht nicht tiefer kennst. Nee, ich nicht. Da ist am Anfang ganz banal, wirklich was nicht mehr ein kleineres Auto, den auf der Autobahn und ein Ziel muss kommen.
eng Lin die du opzeschen das und du musst mat Trafik rechnen an geht einer Kurs man und du musst klein farbig Auto aufhängen die dann den Tango füllen. Ich meine das von ein bisschen also das war cool aber es kann du nicht mal so simple Spieler irgendwie kann ich so amüsieren man so blöde Spielprinz aber kann in der Stunde nach Stunde verbringen Ja, ich meine, das hat mich schon gekriegt. Ja. Spiel weil muss gespielt und Ja, also, ja. wie geil das hat man den kleinen Auto auf der Autobahn Ja, ja. Keine So, komplexe ja, Story oder so ja. ja. Hauptsache kannst du ein Auto fahren. Ne? Ja. hat nicht der beste Spiele muss Ja. Und du? Ja, ist schon auch 4 Spieler. Und das wären 3 Spieler für PlayStation 1. Metal Gear Solid. Ja. Allgemein bekannt. Das, ne? Darkstalkers 3. Das ein bisschen mehr exotisch aus, muss ich sagen. Ja, das kann schon nicht, muss ich sagen. natürlich Das geht da. Ja, das ist sich ein versus Fighting Game. Okay. So à la Street Fighter oder hat Demos auch gut gelaufen was ja Street Fighter hauptsächlich das Mortal Kombat auch ja. Und das von Capcom auch und das aber ein ganz anderer Stil und das ist eine Stadt was mich geprägt hat der ganze Roster als bisschen so nicht unbedingt Halloween-mäßig mehr inspiriert und hoher Charakteren. Und dann ist Zombie, Samuraien dabei, an Succubussen und Okay. Ja. und das ist ein richtig cooler Stil und ich muss sagen, ich fand schön, dass so viele Remakes von anderen Kampfspielern gemacht sind und von Darkstalkers leider nicht. Ah, ja. Den Stück auf dann noch 2 Deler für drüber zu löschen. Ja, Drei, ja, ne? ja. Krass. Und der dritte das war wirklich du machst einen Deal, wo bis du rauskommst. Seitdem er so nicht Neues rauskommt, finden die paar Personagen Marvel vs. Capcom und anderen. Aber sonst auch Ja, nicht ja. mehr. vielleicht schon so Trilogie und können wir den feierten den Das wäre cool, das wäre cool, das wäre cool. Das ist ungekündigt, aber sie haben nie Ja. sie haben einen Teaser gewesen wo für diese Generation, aber das nie abs nur kommen. Obwohl, so wie ich die neue Kampfspieler kennen, hast dann echt darum Darkstalker, also irgendwie eine Nummer an drin. Das bei Ja, Mortal kann Kombat sein, ja ja. auch gemacht. Ja, kann sein, ja. Und dann habe ich noch der dritte Playstation-Spiel, wo ich auf meiner Liste tun. Aus. Resident Evil? Ja, Resident Evil 3, genau. Ich habe aber ganz der Hand auf die Liste geguckt. Ja, voilà. Das ist ja Resident Evil 3, wenn es im Namen ist, weil den einfach für mich den Bad Guy aus den Videospielen ist. Weil den einfach Okay. so auftauchen kann. Und das war mega. Also, wie alt warst du denn? Weil ich konnte an der Zeit nie so Horrorspiele gucken oder spielen oder. Bist du von ein paar Jahren? Ja, das Das hat mir auch verdammt Angst gemacht, das muss ich zugeben. Ich war auch nicht ganz alt, ich wäre jetzt 8 Jahre oder so Krass. gewesen. Ja. Das war schon nicht schlecht, weil man einfach so konnte auftauchen und dich killen. Und dann ein Klassiker auf Gameboy, Pokémon Rot. Lo war besser. Ja. Hey! Los, fahr du hin. Ich meine, das ist ein guter Übergang auf Englisch, weil ich hatte auch Pokémon, aber mehr was Blue. Natürlich, weil das einfach die bessere Version war. Ganz klar, ganz Ja, klar. ganz klar, das, Kann diskutieren, jeder ja. sieht das. Alle guten Taster so dadurch. Und dann war noch Snowboard Kids für Nintendo 64. Und auch noch Super Mario Land für den Game Boy. Mega simpel und noch gibt relativ viele Leute, die das so, das hat relativ schlecht bei mir. Ich finde das richtig cool fand. Und ganz wichtig, an meiner Kante, das war den Wayne Gretzky's 3D, ich muss doch an den noch gucken, Hockey 98. Wayne Gretzky's 3D Hockey 98 war er. Nummer all gespielt Ja, jeder reden. absolut. Stundenlang. Ja. Stundenlang. Ja, Mann. Postern am Zimmer gehabt. Nee. was war da so extra Es war von schon so Kollegen mit dem Schnauer gut sind. Immer wenn ich bei denen auf Besuch komme, sind den hat eben Nintendo 64. Und weil eben zu der Zeit auch noch Schisser war und du eben, du wennst einen Golden Knight kannst spielen, haben wir dann immer Eishockey gespielt. Und für Golden Knight, du wirklich nicht Angst mehr, egal. Die zählt das Spiel. Ja, das war. Und ja, du hast mal dann Eishockey gespielt und du eine Taste konntest du mit dem Schläger so rippen. Und dann hat es richtig gleichen Moment gemacht, hast, dann hast du ein Klapphaus gebracht. Und da konntest du so einen Klapp holen zwischen den zwei Spielern. Das Neuwerk zu schlimm. Geil, geil. Ja, wir haben die ganze Zeit nicht mehr gerippt. Ja, wir haben die ganze Zeit nicht mehr gerippt, wir haben uns fragt gelaufen. Wir waren dann in einem anderen separaten Zimmer während dem Teil drin, da so gehst du. Und wir haben dann als gerippt und als fragt gelaufen, sind als Heere bist du ran. Aber wirklich alle Kehren sind wir da waren. Das Spiel war immer so simpel, ne? Weil Dammlöch am Anfang. Wir hatten immer mega Spaß dabei. Und du hast wirklich gemerkt, so Videospieler kann einfach Leute zusammenbringen, noch von den anderen vielleicht nicht unbedingt ein Gamer was, weil ich zu der Zeit noch mehr Gamer war wie ihn. Ja, das fand ich einfach cool, das hat mich wirklich geprägt. Und dann zu Menge Toplist
du hast mal die schlimm wie im Albtraumland Game Boy Color. Das war nach die schönen Zeiten, wo Lizenzspiele hab's gedacht. Ja, das hast du auch gespielt, das war mega schwer. Das war verdammt schwer. Ja. Voll. Für schlimme Kannerspiele. Also, weil das ja auch was sagst, da sind die Kannerspiele überhaupt am Anfang des ganzen Spieler sind relativ Das Spiel einfach. war verdammt frustrant. Ja, muss ich sagen. ja. Ich weiß noch Level an der Kitchen. Ich weiß nicht, mit der Vorschaltung, genau. Sind ich Tonnen gestorben. Dann noch ein anderes verdammt schweres Spiel Driver, wo ich Jahre gebracht habe, bis ich scheiß Tutorial gepackt habe. Ich auch. Dann Bilder gerecht rumfuhren. Ja. Und dann auch noch Tomb Raider, wo ich als Kind total drauf geflippt bin, auch wenn ich nie wirklich weit gekommen bin. Und dann schlussendlich natürlich noch Super Mario 64. Also das Spiel, ich habe davon, als kann man gar nicht wirklich viel bei anderen, also selber gespielt, nur geguckt, wenn bei anderen gespielt haben. So, das was halt praktisch gar nicht mehr so muss, das war einfach genial, du nutzt für den nur durch die Welt gelaufen und alles. Ja, heutzutage musst du dann im Internet oder über YouTube, über Let's Plays. Das ist natürlich auch immer ein Punkt. Ja. Nee, doch, Super Mario 64, ich meine, das kennt bei jedem, den Nintendo 64 hat, kennt das bei jedem und Flash kommen, du wennst. Ja. Boah, das war jetzt klein Licht. Die kann euch so, was er kann treten, so ein bisschen geprägt wird. Und schreibt dann einfach in den Kommentaren. Ich meine, interessiert das aber wirklich. Und ja, wir kommen dann auch schon mal bei PlayStation 4 Vorstellung. Mein liebe Sascha, mir hast vorgestellt, was für eine Konsole man soll vorstellen. Die Xbox oder PlayStation? Das ist gut nicht. Vielleicht. Xbox! Instrumente. Das ist Xbox. Ja! Und dann haben wir schon ganz sicher PlayStation 4. Also kommen wir lo, sprangen wir von der Vergangenheit direkt an Zukunft und zwar mit der nächsten Generation. Ja, da waren wir beim Schämen und dann haben wir PlayStation 4 ein bisschen genau in der Club geholt. Bisschen Software, bisschen Hardware. Und da weiß man ja verschiedene Sachen, die man so getestet haben. Spieler an am größten ganzen System. Wir stellen dann halt, wie gesagt, die neue PlayStation 4 vor. Sowohl für dich, man fängt mit der Hardware an. Und dann gehen wir über bei Software, aber bei Spieler, wo wir die ein bisschen vorstellen, aber für andere man schon und ein bisschen erklären. Ja. Und fängt man mal an, mit dem Ausgesehen, weil wir sie allein. Und sie als par rapport zu der letzten mir eckig gehen. Das ist am Anfang wo man so gucken, eine versagte Küche, die schief gemacht ist. Sie ist ganz aus schwarz gehalten. Und sich ganz schlicht gehalten. Extrem schlicht sogar. Sind 5 Uschlös. Nee, 4 sogar. Optical out, HDMI out, Uschloss für die Kamera und Uschloss für das Internet. Und das war doch schon. RGB geht es nicht mehr. Da tun sie alles weggepucht, braucht ihr mehr. Und neben der PlayStation haben wir dann Manette, die neu. Das hat mir direkt aufgefallen ist, auch weil ich noch nicht in einer riesigen Consolero sind, dass sie dann mich schwerer sind par rapport zu der letzten Generation. Die wir auch im Vergleich. Vom Ausgesehen hier, sie scheinen ein bisschen mehr schmolzen gehen. Und ein bisschen mehr lang gezogen, aber sie sind aber trotzdem schwer, auch weil sie mich schmolz schenkt. Das vielleicht auch nicht, wenn es erfahren ist, kann ich das so genau nicht so. Wir sind nicht aufgemacht. So aus Dingen, so Griffe sind ein bisschen mehr lang. Ganz lied mehr lang. Den inneren Teil, den auch ein bisschen anders gefärbt ist, den fehlt bei der DualShock 3. Ja, DualShock 4 ist ein bisschen mehr schwer. Dann haben wir noch die Leitbar, die heute drüber ist, die diese Funktion hat wie der PlayStation Move. Touchpad 4. Neue Schildertasten haben, die lo no Bande gedreht sind und nicht mehr nur draußen. Was viele Leute sich auf der PlayStation 3 beklagt tun. Fand ich gut, dass sie das geändert haben. Hat den besseren Grip. Effektiv lo für Randspieler oder für Shooterin. Hat den besseren Grip. Was tun wir 4? Ja, 4 haben wir dann als neues ein Touchpad. Ich muss so in den Oslo bis noch nicht viel zum Gebrauch kommen. Mal gucken, was wir daraus machen. Ein Lautsprecher, der relativ schlecht ist leider. Mit den aber seine Funktion erfüllt, für bei verschiedenen Spielern just pur Tein rüber zu bringen, wie auch ein bisschen bei einer Wiimote. Und dann Sticken, die ich gut fand. Sie sind, wenn ihr guckt, ein bisschen mehr kurz, ich weiß nicht, ob ihr das auf der Kamera seht. Steht nicht so weit raus. Ja. Die sind ein bisschen mehr kurz, der Tisch der W ist auch ein bisschen mehr kurz.
Und sie sind gut, sind wirklich gut an der Hand, weil sie auch noch eine Bande gedreht sind. Tisch die Grip ist wirklich besser. Sie haben sich viel Gedanken gemacht, was sie mit der DualShock 3 falsch gemacht haben, aber was sie als Feedback von den Leuten kriegen, und sie haben das gut verbessert. Ich bin definitiv mit der Mann zufrieden. Sie liegt perfekt an der Hand. Ah ja, noch vergiss, ja? Kein Startknöpfchen mehr. Das ist meine persönliche Enttäuschung. Ich fand das extrem schön, dass es kein Startknöpfchen mehr gibt. Ich fand das ganz schön. Da gibt es schon ewig. Seit der ersten NES gibt es ein Startknöpfchen, und die gibt es nicht mehr. Und ich fand das schön. Was hat los ein Options-Knöpfchen da? Erfüllt ungefähr die selbe Funktion, nicht immer. Egal. Und dann noch das Share-Knöpfchen. Aber darauf gehen wir noch an Software an. Zum Bundle, was war dabei? Ein Monat, PlayStation, HDMI-Kabel, Stromkabel, that's it. Da war sonst nichts Spezielles dabei. Aber es kriegt den am Handel auch andere Bundles, wie den heute zum Beispiel, den ich mal geholt habe. Und da hat den für 99 € mehr dann auch noch 1-2 Monate dabei, Kamera, die relativ okay aus, sagen wir mal so. Keine HD-Ablesung. Keine HD-Ablesung, ne. Für den Moment kann die noch nicht viel damit aufhängen. Lo Spruchsteuerung geht, wann sie will. Playroom kann ich damit spielen. Kleine Gadgets. Also okay, für den Moment ist es halt nach wirklich ein Gadget und bringt noch nicht viel Gameplay-mäßig. Ja, man hat Killzone und Kamera. Und das war das ist auch schon vom Bundle hier. Man kann den aber relativ viel suchen, damit Spuren nicht heißt. Wenn der irgendwo will kaufen, ging ich aber auch mal nur die Bundles zu gucken, weil... Könnt ihr das das ja, im Fall. Ja. Ja, dann testen wir mal Software von der PlayStation. Wir haben schon ein bisschen heute Spiele auch getestet. Ich weiß nicht, aber als erstes Mal ein bisschen Software. Die ganzen OS. So, da tun wir dann alles heute. Fängt mal oben an. Profil gesagt, mittlerweile so aus. Wenn in sein Facebook-Account gelinkt wird, hat ihn dann oben links Profilfoto. Muss ihn aber auch nicht. Da gesagt ihn halt Trophäen. Spieler, die gespielt wird, wen er geehrt wird. Kollegen, kann ich noch erstellen, ob andere Leute Kollegen gesehen oder nicht. Es kann ihn auch, das war der Schnitt, Screenshots gucken, die die Person gemacht hat. Wenn er dann halt gucken geht, kann ihn seine Screenshots gucken von den Spielern, die er gemacht hat. Ja, der Live von PlayStation, ganz cool. Da kann ihn Möglichkeit Streams zu gucken. Du kannst den Twitch-Stream gucken, Ustream. Voilà, da tun wir danach. Ja, wenn den Spieler los ist, doch so, dass wenn den Spieler draufsetzt auf PlayStation, dann installiert er automatisch das Spiel. Es geht von bis, von der größte hier, das heißt, die Spieler da, die 500 MB sind auch da wie Killzone zum Beispiel, die da 46 GB brauchen. Und die lädt sich dann immer eine Ikone an, wie verschiedene Spieler das dann auch schon von der Vita hier aus kennen. Was tun wir nachher? Ein Internetbrowser, Standard, leider okay Flash. YouTube geht nicht. Dann das Schritt. Library, da kann ich sich Spiele angucken, das ist nicht Spannendes. Das sind die Spieler, die dann installiert wird, aber wo dann eventuelle Content, das viel überhaupt bei Call of Duty, weißen dann, was für ein Add-on sind, drauf kann setzen. Voilà. Gehen wir einfach bis an der PlayStation Store, den auch lo. Er sieht aber mal aus wie den neue PlayStation Store von der PlayStation 3. Er geht aber viel besser. Und als viel mehr fließend, braucht nicht so lange für zu laden. Relativ einfach abgebaut, finde den alles ziemlich schnell. War natürlich also noch nicht viel drauf, weil auch noch nicht ganz viele Spieler gehen. Mit sind relativ viel Free-to-Play-Spieler da, was cool ist, weil verschiedene gute Spieler auch dabei sind. Ja,
ja Content das Video in aus einer Stop wirklich am Moment Spieler die lo rauskommen sind die dann auch all digital durch sind an dat fahret dann noch schon Pedofall auch von den Nüttel den riesen Expert-Konsolen aus einfach ist ja also das relativ simpel, einfach alles aufgebaut. nur verzeihbar nicht wo großartig verstoppt was ging so nur wo Stelle sicher Das ist ziemlich einsteigerfreundlich da tun sie gut gekriegt das einfach abgebaut muss ich nicht lang sicher für Apps rumzufangen ja dann ist sei nach dem kleinen sozialen Deal wo bisschen ausgeseit für ein Facebook Wall wenn da gesagt was in Kollegen respektiv an die selber gemacht wird wann Screenshots oder so gemacht wird oder Apps gespielt wird ein Trophäe freigeschaltet oder Apps da gesagt den dann heu am Moment also noch nicht immens viel gefüllt weil noch nicht so viele Leute ein PlayStation 4 hun am engem Freundeskreis du nicht effektiv ja dat Kollegen aus Frankreich mir dann gesagt die Busse was sie machen und noch von selbst spielen da kann den no gucken the Stream wie Logat die Wall war erinnert mich ganz stark an die Wall von Origin ja effektiv ja. Mattengen Trophys Errungenschaften war immer Achievements aussätze Chris aus am Fogen nie gelöscht aber genau selbe Ja. du gesagt du Cruise gespielt hast wie das sie auch immer ja Datenbank kunden alle Spieler wo sie gleichzeitig kannst zugreifen sie aufgeguckt auch positiv aufgeguckt also das Ja. auf jeden Fall gut gemeldet was tun wir bis getast mehr hun nicht for Speed getast wo ich muss so dass ich ganz positiv überrascht sind gesagt ganz gut aus gesagt verdammt gut aus das wirklich Spiel wussten da siehst das an der next Gen kommen was fehlt lo bisschen und Spielerfahrung für viel drüber schwarze für den Moment nation andere also war ganz gut ja, genial ausgesehen super fließend du kannst absolut nicht zu so wovon ich schon ein paar Minuten gesehen und das aber wirklich gesehen dass er perfekt umgesagt ist kann in der Mitte zu so noch ja. Knack für Bussen Jump and Run den schon den raus aus für Pessisch feier schon Leute ganz viel schlechtes drüber gelesen gesagt mal nicht schlecht aus Schule getast gesagt nicht schlecht aus live ob lo gut also dann nicht mis gucken mir für den Eindruck gesagt aber ganz okay ist nicht Feld bewegen Voilà. eben das trat nicht neuer Fund mehr Leute also das fand muss nicht immer neuer Fund gehen nö das lo vielleicht kein System mir von den vielleicht bist du mich spät käft und also da war sicher kein schlecht Fall ja, muss ich nicht immer als nächsten Tag beim vollen Preis kaufen voilà. Mein persönlicher Favorit Killzone den gesagt verdammt gut aus den gesagt ganz gut aus also wann das Spiel gibt wo weißt was so was PlayStation 4 kann dann Killzone wird gesagt von der Belichtung hier fantastisch aus Gameplay auch war das noch immer den typischen Killzone Gameplay das relativ schwer so durch Manager sind relativ schwer also nicht wie Call of Duty das alles ganz schnell über Bühnen geht muss den Schuh gewinnen mit das ganz gut so wann den Gawe das ganz gut so also nicht so den typischen Einsteiger nee das nicht Shooter Einsteiger Shooter Voilà. einfach zu sein wow es geht das lo nicht lo so kompliziert so mal so ich persönlich von der Battlefield kompliziert das lo nicht so kompliziert wie Battlefield mit das auch nicht so einfach wie Call of Duty so mal Okay. so Multiplayer auch ganz gut schon mal schon ein bisschen amüsiert der lebt 60 FPS 1080p den Solo lebt 30 FPS 1080p gesagt aber möchte Framerate so lange so konstant also nicht so viele gesteuert so an so lange dann ein bisschen in grafischer Qualität gewonnen kann dann ist es nicht schlimm wenn es bei Russisch Spaß gesehen ist lang fließend lebt das für einfach da von Frame natürlich abrischen da bringt doch ein sehr schnell und dann Urfeld solange die Drisch konstant sind geht für der noch durch am Endeffekt von daher das ist ja mehr wie genug und dann haben wir noch zu guter Letzt
FIFA 14 den gut aus definitiv auch per Party gespielt das kein riesen Unterschied par rapport zu PlayStation 3 mehr das aber ein Unterschied das ganze bisschen miliwisch gesagt den aber ein Unterschied an allem sehr viel lo von Animationen hier du hast sie mehr Sachen dabei gesagt von Animationen hier das mir proper einfach an dat mir den dat geht aber wie Pferde spielt voilà. das einfach Genau. für zusammen zu fassen das wirklich relativ Pferde spielt gesagt nicht wie bei den anderen so zu Summe gebastelt da ist einfach richtig Fleiß die war Ja. gern an gerade Slow-Mo Wiederholung ja. die einfach noch besser als wie die Spieler sich selber Ja, das also ist sich genau wirklich das. selber getoppt haben Ja. also ja das ist wirklich pure gute Sachen mal drum diese enorm verbessert den Platz Ja. von den Rapport zu den anderen Ja, dann ist der Call of Duty, die kannst du den Leuten nicht weisen, weil ich da von der guten Aktion profitiert tun. Wo ich konnte auf der PlayStation 3 ein Spiel kaufen und dafür 10 Euro upgraden auf PlayStation 4. Da hat ich eine gute Aktion von Spieler auch. Da sind sie relativ calm geblieben. Kleine Textur-Upgrades, 60 FPS, 1080p. Kein großen Unterschied, aber auf rapport zur PlayStation 3 Version. Das ist einfach ein bisschen kleine Polish, sagen wir mal so. Macht auch Spaß, das ist Hauptsache. Voilà. ja und auch das Splitscreen Ja. Wie gesagt, ideal Proper. gelaufen Kein Auch Fehler, da bis kein- keine ne. Box, Mhm. kein Drops und Framerate. Das ist alles, was ich brauche. Solange proper lebt. ja also Voilà. man hat Voraussetzungen für eine gute Konsole einfach Ja. oder für allgemein für ein gut Basis für das Spiel Kein Drops und Framerate. Das ist alles, was ich brauche. Solange proper lebt. ja also man hat Voraussetzungen für eine gute Konsole einfach So, ich muss sagen, schon so eine Zeit schon. Und ich bin dick zufrieden damit. Das ist immer so eine Sache, muss ich schon mal dezidieren, ob ich in der Lovikischen Nation nach will oder nicht. Das muss ich immer für sich persönlich dezidieren. Es sind ganz viele Leute, die immer so, nee, ich kaufe nicht den Nation nach, das ist sowieso okay wert, ich kann den Bundle raus, aber es ist 100 Euro mehr billig, schwer du. Aber ich bin ein Early Adopter und ich bin ganz zufrieden damit. Die Spieler, die bis raus sind, sind gut. PlayStation lebt tiptop. Ich hatte die Chance, keinen Fehler mit der PlayStation zu holen. Sie geht von Anfang an gut. waren doch viele Soweit ich Schmutzkritur war, aber ich meine 0,4%. das sind immer die, die am HC jetzt natürlich Ja, Das war natürlich. 0,4%. Ja, das sind die, die du dann noch hörst. Mhm. Mit dem Blue Line auf das, wo dann. den man Gott sei Dank nicht weisen kann Gott sei Dank. Gott sei ja. Dank ja. Also wie gesagt ich auch für du schon Konsole gehabt das ist bei der letzten Gen sind ich ausgestiegen du wünsch mal so nicht mehr kauf mehr also gibt kein Grund wo ich ging so eine Nutze kaufen von allem was den für Konsole spielt das ist einfach wenn sie Welt spielen auch die verschiedene zum Beispiel noch als PS4 only Ja. das waren so Spieler der werden noch in Zukunft kommen von den da sieht oder wann den Apps von der Spiele will also ich sehe keinen Grund für was ich ging so aber nee halt PlayStation du absolut Fehlschritt oder so proper Sache stabil Sache ja Preise gepasst gehen auch so von zum der letzte Generation vergleichs Im Ballfall, ja. Gute Schritt, Also die ich meine sie 400 Preise Euro ist ganz auszusetzen. okay. 400 Euro par rapport zu anderen, also wir sind ja aber 200 Euro Unterschied. Ich schon nur den Bundle geholt. Für 499 Euro. Da habe ich noch Killzone und Kamera dabei gekriegt an den 2 Monaten. Hat ja dann einfach ganz faire Preis, als weil den aber relativ viel so gut. dafür dass du es nicht nach hast Ja. absolut Das war der neue Episode. Vielen Dank fürs Gucken. Wir hoffen euch dann natürlich auch, dass wir erst dann die nächste gesehen beziehungsweise der Eis gesehen, wann es darum geht, Infight mit Eis Feier natürlich. Und ja, auch für Videogames für los, wir dann alles Gute am neuen Jahr und hoffen wir dann, dass wir erst die nächste gesehen. Ja, für William Games dann auch alles Gute am neuen Jahr. ja und nicht stellvertretend dann für alles Counter-Strike-Spieler auch gute Rutsch und alles Gute für das neue Jahr an eigener Sache ging ich dann nach Games Lost gehen dass MTF als in Public Server gestartet am CSGO und sich dann noch kommt von Spiele noch von der Server ein, das bleibt kurz droppt Leute joinen normalerweise immer nur für dass man die Community um Leben erhalten Ich profitiere dann nochmal für ein bisschen zu spammen. Und ich profitiere, dass jeder reden,
den 15. Februar an Kulturfabrik zu kommen auf Asch, weil du hast nämlich die zweite Edition vom FIFA-Turnier. Ja. Und voilà, komm doch auf Videogames.lu launcht, wie immer. Ich meine, du hast den Platz für dich drin, den Anfang ab von Videospieler zu dienen, zu Lützburg. Also immer abs lassen, also immer interessant abs zu machen. Und So unprofessionell, ja. geh mal los, Handy nicht das gemacht. Sorry. Ja, aber denke ja. Ja. Wirklich, du. Wie sie fort. Sascha, ich bin heim. Oder gell? Ja, mit Ziel, wir sind festgestreckt. Zieh das lassen, ne? Das Hey. War das schon immer so? Ja. Das ist schon bloß ein Idiot.